Check, check. Was macht das gutes Film an Ludwig? Die Schei trägt auf mich. Das ist nicht. Ja, der Alter hier gesagt sowieso nicht. Kamera, gucken, hier fällt wieder. Herzlich willkommen bei der allerersten Episode von Infight. Genau, wenn man eine Ankündigung, und zwar beim Bilder Sichtspiel, gehen kein Coins zu gewonnen mit Dota 2 Keys. Das steht vor den, die echt so viel, die dann Kommentare schreiben, die kriegen Key. Voilà, kein Spiel gratis. Was tun wir an der Episode alles dran? Mit News. Zusammenfassung vom Forum, wenn am Januar so geschieht das. Dann haben wir eine Spielvorstellung. Und dann machen wir noch ein Interview mit unserem Ad. Voilà, und zum Schluss dann, wie wir schon gesagt haben, ein Release-Kalender. Genau. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mal bei den News. So, guck mal, so ein bisschen News an. Und ja, was am Januar so geschieht ist, wie gesagt, 3. Januar haben wir also Episode 3 vom VGAU-Podcast rausgebracht. Ein bisschen Rückblick und ein bisschen über 2013 gespart und noch mal mit User Fedi ein bisschen rumgeblödet. Ja, und dann hat noch Microsoft den E3-Countdown gestartet. Und kann ich noch warten, dass du wahrscheinlich mir etwas Größeres ungekündigt wird gehen. Naja, dann Nvidia hat ein Handheld raus angekündigt, sag ich mal, an Project Shield, mit das nicht gewusst, ob es wirklich etwas Gutes soll sein oder mega flop geht. Ja, Pokémon X und Y also auch angekündigt gehen, dass der neueste Pokémon für 3DS soll auch halt an 3D sein, also soll revolutionär anscheinend gehen. Naja, dann Microsoft hat Illumiroom vorgestellt, da das eine Erweiterung für das Spielgefühl eben besser rüberzubringen und eben das Visuell vom Spieler noch mehr abzugeilen. Dann haben wir Disney Infinity, das ist ein Open World Sandbox Spiel von Disney. Riecht sich aber mehr um die kleinen Kinder, weil es halt ein bisschen so verniedlicht ist, mehr der wir gespannt sind. Naja, dann, was tun wir dann? Ja, Atari hat in Atari North America hat Insolvenz gemeldet und ja, das ist auch schon die zweite Firma beziehungsweise Aufkopplung von einer Firma und ja, das hat einen riesen Impact auf Gaming-Branche. Dann hatten wir auch an diesem Moment Nintendo Direct, da waren verschiedene Sachen umgeschwart gehen. Einen neuen 3D Mario für die Wii U raus, ein neues Mario Kart Wii U, dann ein Crossover-Spiel. Den neuen Zelda Wii U werden noch auf sich schwadelos sind. Ein neues Super Smash Bros. So kann ich gehen bei Bayonetta 2. Voilà. Ja, was man noch, ob so Nintendo Direct go auch noch Yoshi Wii U gekündigt, das heißt, so à la Epic, à la Kirby Epic Yarn und auch den Producer bzw. Director von Yoshi's Story, Yoshi's Island möchte den heute Teil auch, das heißt, kann ich mal wirklich gespannt sein, ob was da rauskommt. Dann gouf auch den ersten Nintendo HD Remake angekündigt, und zwar ist der von Wind Waker. Der wir ganz gespannt sind. Weil es sieht mega awesome aus. Ja. Naja, was tun wir noch? Luigi's Mansion Dark Moon. Luigi's Mansion für 3DS hat auf Multiplayer vorgestellt und ja, für eben mit den Leuten, die der ganze Welt spielen, und wir sind schon wirklich drauf gespannt. Und eine spannende News kommen wir dann zu. Ja. Und eine spannende News. Kommen wir zu der Forum zu befassen. Genau. Schon Handy an. Just gepupt. So, für die Forum-Zusammenfassung sind wir heute schon der Lützburg League of Legends Liga für Altrad. Und ja, du mal so ein Projekt für gestaltet, was das Ziel ist, was man so machen, wie das ganz aufläuft. Und du kannst natürlich auch gucken, für wenn ihr wollt machen und ein Team hat. Und natürlich auch eine Diskussion teilnehmen. Du kannst auch auf der Facebook-Seite schreiben. Und dann haben wir noch ein anderes Turnier. Voilà, das ist nicht direkt von Videogames.lu, aber von We Live Games auf einem von unseren User. Und zwar ist das FIFA 13 Turnier, was den 12. Februar am Cine Store ist. Ticket kriegt ihr an Karamba.lu, er kostet 10 €, wobei du aber noch ein Getränk und ein Snack gratis kriegst. Genau, und dann hat man noch eine Hackdrohung von einem
nicht User den euch gesucht wird mehr sollen abhalten andere Community auszunutzen und wird gedroht was hacken von anonymes Logs und ja bon der als Community wird ein bisschen aggro reagiert und das Konflikt bisschen ausgeacht mit der Pit als ein Admin wird alles der Ball flach gehalten alles konstruktiv aufgewiesen und alles von der Leute was so gezählt wird du können natürlich total null lesen gehen was alles so steht das jemand genau sieht das nur dem viele diskutiert am Forum kommen wir dann zur Spielvorstellung und zwar von DMC Devil May Cry. Das Spiel, produziert von Ninja Theory und publiziert von Capcom, scheiß aus 5 Teil aus der Reihe an. Wir sollten nicht direkt mit den 4 Vierteln zu dienen. Das ist ein Teil aus einem Reboot von der Serie, aber spielt in einem parallelen Universum zu der originalen Devil May Cry Reihe. In dieser Dimension seid ihr den Dante nicht als coole, reife Kerl, sondern als verspielten, frischen und unseriösen Teenager. Obwohl alles ziemlich seriös ist, könnte der Witzfaktor nicht zu kurz. Get your filthy fucking claw off my trailer. Die Story dreht sich den Dante, den dämonenkinischen Mundus aus dem Webel holt. Ufangs wird den Dante noch keine Erinnerungen, mit die von seinem Bruder abgefrischt. Den Dante als sein Bruder stellt als Nephilim, eine Mischung zwischen Engel und Dämon, als einzig eine Bedrohung für den Mundus dar. Der Dämonenkönig ist außerdem durch Schuld, dass ihr Mom, ein Engel, verstorben ist, an ihren dämonischen Papa auf ewig verbannt gehen ist. Am Anfang konnte just ein Dante sein Schwert und 2 Pistolen. Mir kurz drauf kriegt den 2 neu als stylisch Waffe. Ein Axt, die löst aber stark ist, mit den Gegner rumschlagen und Leute hier Schilder durchbrechen kann. Außerdem kann er mit dieser dämonischer Waffe Sachen oder Gegner und nicht rundzählen. Von der Mom kriegt ihr noch einen Sens verirrt, der erst schnell antrifft mehr Gegner mit einem Schloh, mich aber viel mehr erschwert. Das verflüht sich mit der Unzahl von den Schlägen ab und geht für kurze Zeit nicht stark. So hat aber noch einen anderen Effekt, und zwar kann er sich Ursachen oder Gegner auch rundzählen. Am Laufe des Spiels wird das Waffenrepertoire erweitert und dummer noch danach mehr Variationen als in der Kombo. Das Kampfsystem hat für Devil May Cry eine kleine Neuerung. Auch wenn es nicht Neues ist, mehr Waffen zu haben, gibt es nach mehr flüssige Waffenwechsel integriert. Die Waffe von den Älteren gibt mit einer Fangerbewegung gewechselt, egal ob Motzen an einer Combo oder außerhalb vom Kampf. Dazu kommen noch die 2 Grabs, die ihn zum Zusammensetzen von Kombos benutzen kann. Das, kombiniert mit dem Combo-Style-Rang, den ihr kriegt, gibt einen zusätzlichen Ansporn, neue Kombos zu meistern. So, das ist interessant auf Spielvorstellung. Sascha, wie hast du die Grafik gefunden? Grafik fand ich ganz richtig geil. Oder bei Putzszenen so, zum Beispiel beim Mundesinger Checks, da gibt man es ja nicht gewesen, ja, das ist so ultra ranzig, ich meine, das ist schon gewollt so.
am nächsten Moment bist du ausgesagt. Na, du bist das recht. Von die Cutscenes fand ich immer immens mir die Frage, weißt du, ob sie so scheiße ausgesehen oder einfach nur scheiße ausgesehen. Ja. Nee, was aber geil ist im Spiel, ist einfach nur Musik. Ja. Passt einfach nur so ab von dran. Das war richtig. Okay, then. Let's fight. Dante, wait! It's working. You can fight him now. It won't be easy. Wie war es eigentlich von der Musik dabei hier? So kann ich mir zwar auch witzig vorstellen. Bonjour, ich bin der Pete, ein Admin von Videogames.lu. Ich studiere zu Trier Info. Falls ich ausnahmsweise mal so eine Werbszeit sind ich scheu Mumble wie Lograt. Wen ist der Lieblingsvideospielcharakter? Und für wer? Der Pac-Man. Immer während, ob der sich nur den Pillen, Drogen, Münze oder was immer das ist. Sie gehen sich bestimmen, das mehr zu wollen, mehr zu konsumieren. Der Labyrinth täuscht ihm dabei eine komplexe Welt viel mehr, als sich vom Spieler realisiert, den das am von den Deichtren eingekäfig ist. Und vor allem ist es immer dieselbesten. Wenn Pac-Man lang die nette Level gepackt, geht es nicht mehr nicht zu viel aus. Selbst Kreislauf immer und immer nicht. Dieselbe Musik, Loop für Loop, und dieselbe Vergeste, die Level für Level durch das Paranoid-Welt schuhen. Kannst du gehen dann die dicke Pille nicht mehr kurzzeitig Gefühl von Mursch, viel Observation zu können, Gefühl singen Dramen für Freiheit Minute zu kommen, aber dann ist auch diesen Dran ist sehr geplatzt von einem sehr nicht zum Albtraum gehört, auch kurz dort Gester schon ist verfolgen. Pac-Man symbolisiert einfach verfehlten Existenz. Eine langweilig monotone Existenz ohne Individualität auf Freiheit, die so oder so spätestens beim Splitscreen-Level seinen Trauerstand anfängt. Spielst du lieber Held oder Bösewicht? Den Besen, aus dem ganz einfachen Grund, weil sie meistens die interessante Charakter haben. Held ist einfach den Held, weil er der göttlichen Auserwählten ist, für die Welt zu retten oder von einer Prinzessin entwickeln will. Besen, den hat par contre oft eine Motivation, vielleicht auch eine schlechte Motivation, vielleicht auch viel auf ein traumatisches Erlebnis an seiner Kindheit, einen Rahmen, den nie erreichen könnt, oder vielleicht auch einfach, wenn er auf den Kopf gefallen ist. Mir auf jeden Fall zu den, wenn es irgendeine eine Geschichte handelt sich. Erzähl uns von einem speziellen Moment an deiner Videospielkarriere. Da muss ich wohl ganz klar sagen, der Schluss von Killer 7. Das war so der Moment, wo ich endgültig überzeugt war, dass Videospieler Kunst sind. Also ich habe mir nach 2 Tagen lang Gedanken gemacht über das Spiel Level noch einmal gespielt, probiert irgendwie zu verstehen, weil auch nämlich da erlebt habe. Und er hat noch, wenn es dem Spiel, wo ich mir dann einen Videospielforum angemeldet habe, wieder mit anderen über die Story zu diskutieren und ganz irgendwie zu entschlüsseln. Und ja, da hat der Golf dann am Anfang auch so den Grundstein gelöst, dass ich irgendwann selber so ein Forum mitbegonnen habe. Videogames.lu. Serge oder Laurent? Serge, den Deck Junge schon mehr Angst wie Laurent. Hat bald auf das Keyboard gekackt. Ja. Yes. So, das war noch schon für die erste Episode von Infight. Merci fürs Gucken und geht aber noch ein großes Merci an Xavier von Winnie und Do, weil hinter da ist nämlich Musik gemixt. Genau, und wir haben die Facebook-Seite auf Forum, falls drauf steht, er schreibt zur Verfügung für konstruktiv Kritik auf Flames. Und ja, halt mir halt nicht im Laufenden, aber komm, wir gucken mal, wen gewonnen wird am Bildersicht.